Natürlich hast du mich aufgeweckt. Es ist ja erst 7. Der Reinhold, der schlaft noch. Einen Moment. Reinhold, deine Mutter. Ach Oma, das haben wir doch schon 100-mal besprochen. Ja, der Reinhold, der holt dich heute um 5 ab. Um 5, Oma. Geh du heute einmal dein Hörgerät rein, dass ich nicht so schreien muss. Nicht du sollst schreien. Ja. Nein, meine Eltern kommen nicht, wenn du kommst. Ja, gab's ja eh bloß wieder einen Krach, gell? Ja, ich mache ganz. Nein, du brauchst nichts mitbringen. Um 5, Oma. Ja, natürlich erst nachdem das Christkindl bei euch im Heim war, gell? Also dann, für die. Oh je, das kann was werden. Ach, wenn nur der Tag heute schon vorbei war. Ach, jetzt kann ich eigentlich aufbleiben auch gleich, gell? Wieso ist denn da so kalt da herin? Ja, was ist denn mit der Heizung los? Also die Heizung, wenn heute noch verreckern spielt, aber dann... Ja, was ist denn, warum rührt denn bei dem Klump nix so in die Herrschaftszeiten? Reinhold! Du komm mal raus, mit der Heizung, da stimmt was nicht. Ah! Ja, was ist denn das? Ich werd wahnsinnig! Reinhold! Und, na, wo ist denn aber auch der Lumpen? Na, ich sag's ja immer, aber das alte Graffe, das muss ja noch da. Und jetzt hab ich die Sauerei. Reinhold! Du, mit dem Kühlschrank ist irgendwas. Der kriegt anscheinend keinen Strom, da ist ein riesen Lacken am Boden. Jetzt steh halt mal auf, Reinhold! Ja, was bläst denn so umeinander mitten bei der Nacht? Ich möchte mal Ruhe. Ich hab Urlaub. Ich hab auch Urlaub. Aber das eine sag ich dir, du kaufst halt nur einen neuen Kühlschrank. Und seit Menschengedenken sag ich, dass der seinen Geist aufgibt. Herrscht auf Zeiten und jetzt ist er ganz hin. Was ist denn bloß mit der Heizung los? Reinhold, komm, Reinhold! Hast du noch keinen Kaffee gemacht? Nein, der läuft noch. Aber da, schaut aber den Kühlschrank an, der taut ab. Da, die Gans da, die kann ich wegschmeißen. Na, wieso denn? Die hättest du sowieso auftauen müssen. Na, weißt du was? Machst eine schöne Füllung, die rein, die kochst, das Gansal brotzt und der Käse ist bissen. Ja, der war mir jetzt auch lieber, weil die Innereien sind nämlich schon gestinkert. Sei so gut und kauf eine andere Gans. Das Viech da kann essen, der mag, aber ich nicht. Der schafft Zeiten und einen anderen Kühlschrank kaufst du auch. Kein Mensch kauft am Heiligen Abend einen Kühlschrank. Nur dazu muss auf Weihnachten die Preise aber auftun. Nein, da sucht man sich im nahen Jahr einen preisgünstigen raus, verstehst du? Was ist denn da so saukalt herin? Sag einmal, warum magst denn du die Heizung nicht an? Das ist doch die Gaudi. Seit der Monteur da war, geht's nicht mehr gescheit und jetzt ist ganz hin. Ja, dann ruf ihn halt an und beschwer dich. Wie war denn das, wenn du das einmal machen darfst, ne? Ich war jetzt erst einmal einen Kaffee. Und da muss ich mir auch noch um den Baum schauen. Ja. Das fällt dir auch im letzten Moment ein, gell? Andere Leute kaufen ihren Baum halt vielleicht einmal ein paar Tage vorher. Ja, dass er recht nadelt, bis man aufsteht. Mann, den stellen wir auf den Balkon
Und wenn die Bude nicht warm wird, dann bleibt er bis Ostern frisch. Und wenn ich einen Baum erst Mittag hole, dann schmeißen sie mir nach, weil sie weg müssen, die Baum. So schaut's aus. Aber sparen war für dich immer schon ein Fremdwort. Ja, ja. Und du gehst mir mit deiner Knickerei mordsmäßig auf den Geist. Jetzt ja am Weihnachten, da haben wir einen Christbaum, der ausschaut wie ein Schrupper. Aber natürlich. War ja auch ein Wunder, wenn man am Heiligen Abend einen gescheiten Baum erwischen darf, ne? Du, meine Baum haben sie immer noch sehen lassen können, gell? Aber du kannst ja nichts mehr masseln. Du findest sogar noch ein Haar in der Suppe, selbst wenn es ein Blatter da gekocht hat. Ja, ja. Jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr an Weihnachten haben wir einen Krach. Aber das eine sag ich dir jetzt, wenn die Oma heimkommt und der Eberhard und die Angelika, dann ist Schluss damit, gell? Da schafft Zeit und fang jetzt schon wieder vorm Essen das Schnapsel los und ist was los. Na, rutsch mal ein Buckel runter. Was? Ein Kaffee möchte ich jetzt einmal. Jetzt ruf einmal den Monteur an. Es wird und wird nicht warm. So früh kann man da noch nicht anrufen. Ach, seit Menschengedenken sag ich dir, dass der nichts mehr taugt. Der kriegt keinen Strom mehr gescheit und braucht viel zu viel Strom und du brauchst einen neuen Kühlschrank. Ah ja, jetzt schaut man zuerst einmal an, ob man nicht doch reparieren kann. Und jetzt meinst du, dann schauen wir ihn halt selber an, oder? Ja, aber wenn so einer wie du einen Kühlschrank repariert, dann ist die Waschmaschine auch noch hin. Gut. Weißt du was, der Bub kann jetzt auch einmal aufstehen. Lass ihn doch schlafen. Der hat Urlaub. Der war bis wieder die halbe die Nacht in der Disco. Wann ist er denn heimgekommen? Weiß ich nicht. Ah, das weißt du nicht. Wenn ich aber vom Kegelschein heimkomme, dann kannst du es auf Sekunden sagen, du willst wieder warten. Ja, nein, weil ich mir halt Sorgen mache, dass was passiert ist. Und dann kann ich nicht schlafen. Ja, mein Bub machst du ja auch Sorgen, oder? Aber das eine sage ich dir. Wenn was passiert, dann passiert das. Ob das du schlafst oder nicht. Ne? So, da ist jetzt der Kaffee. So. Einmal, zweimal. Jetzt hast du Milch vergessen, dann hast du einen Butter vergessen. Nein, Zweimal. Alles muss man selber machen. Einmal, zweimal. So, jetzt. Jetzt. Okay, Jürmi, bist halt doch mal gute Jürmi, gell? Gut, dass du das noch merkst, Ja, gell? freilich. So, da. Jetzt geh her. Und? Hä? Kaufst jetzt einen neuen Kühlschrank? Nein. Und wenn ich Nein sag, dann meine ich auch Nein. Ne? Im neuen Jahr, da schau ich mal am Morgen, freilich. Aber du kannst jetzt sagen, was du machst. Der kaputte Kühlschrank hat auch was Gutes, gell? Hm? Da der Butter ist badwarm. Aber nicht mehr lang bei unserer Raumtemperatur. Ich rufe jetzt einmal den Monteur an. Ja. Hallo? Guten Morgen. Schlürf nicht. Nein, nicht Sie. Entschuldigen Sie die Störung. Hier ist Eisgruber Mühlbauerstraße. Herr Lucki, Sie waren doch vor ein paar Tagen bei uns und haben die Heizung repariert. Ja, und jetzt ist ganz hin. Kannten Sie vielleicht, es war dringend, wissen Sie? Ja? Ja, ich bin daheim. Ja, ich warte auf Sie. Ja, gut, Herr Lucki. Dankeschön, bis später. Eisgruber? Oma! Ja, der Reinhold ist da. Reinhold, deine Mutter. Ja, Mama, grüß dich. Ja, freilich, heute um 5 Uhr ab. Freilich, das haben wir doch ausgemacht. Ja. Was? Nein,
Freilich bin ich pünktlich, das versteht sie doch, gell, Mama? Freilich, gell? Also, vierte dabei, vierte. Das ist jetzt gewiss mit Hut und Mantel da und wartet, dass ich es abholen. Ist ja auch nicht zu verdenken. Was hat's denn sonst schon für eine Abwechslung, ne? Na, gerade, du, Irmgard, die braucht bloß einmal so eine Busfahrt mitmachen, wo sie da so eine Rheumatheken antragen und der ist dann halber erstickt. Eine Unverschämtheit, wie die alten Leute übers Ohr haben. Naja. Ja, mei, aber mach was dagegen, gell? Ja? Also, weißt du, der Bub, der kann jetzt wirklich einmal aufstehen. Da muss mir jetzt noch was helfen. Ich muss am Auto noch was machen. Du wirst dich doch jetzt am heiligen Abend nicht unter den Karren legen wollen. Das ist der heilige Abend und nicht der heilige Morgen, gell? Und da kann man ganz normal am Vormittag nur was werkeln. Wir brauchen noch einen Christbaum und eine andere Gans brauchen wir auch, die Muffit schon. Wo hast denn die überhaupt her? Von einem Geschäftskollegen. Doch wohl nicht vom Geiger Hubert. Ja, von dem sein Cousin. Weißt du, der hat eine Verbindungen nach Niederbayern. Du, die Gans ist ja taufrisch, der fällt überhaupt nichts. Da muffelt gar nichts. Ja, die Innereien, die riechen halt ein bisschen streng, aber das ist ganz normal. Komm, halt mich doch nicht für blöd. Die Gans stinkt Gott sehr erbärmlich. Ja, meinst du, dass es besser wird, wenn du herdruckst wie ein Masseur, ha? Jetzt komm, sei so gut und kauf eine neue Gans, gell? Oder ein Enten oder ein Truthahn. Und einen anderen Kühlschrank kannst du auch. Nein, dieses Thema haben wir gerade besprochen, gell? Na, Herrschafft, zeig mir mal, ist das saukalt drin. Die kommen vor mit der Reinhold Messner im Himalaya, glaubst du? So, da. Du, Irmgard, du weißt was? Hol doch diese Elektro-Eferl vom Keller rauf, das muss beim Campingzeigel wo stehen. Dann kannst du gleich die Beleuchtung vom Speicher holen, Ja. gell? Das Lametta muss ich noch kaufen. Was? Dir geht's wohl nicht gut. Ha, da wird nichts gekauft. Nein. Da nehmen wir das alte her, das kann man aufbügeln. Das hat meine Mama auch immer gemacht. Drum sind bei euch auch immer so verdrahte Faderl vom Baum runtergehängt. Ja, für die paar Tage, wo der Baum steht, tust du das leicht, oder? Das ist ein... So, jetzt hau ich den Burm raus. Klaus Dieter, aufstehen! Aufstehen, Klaus Dieter! Was ist denn los? Kannst du nicht guten Morgen sagen wie andere Leute auch? Guten Morgen, wie andere Leute auch. Sag mal, wie schaust denn du heute aus? Ist wieder recht spät geworden. Oh, das glaube ich war schon eher in der Früh. Und? Wann bist du heimgekommen? Ich weiß nicht. Ah, das weißt du nicht. Das wundert mich aber. Deine Mama weiß merkwürdigerweise auch nicht. Das gibt mir zu denken. Mir egal. Das pass einmal auf, gell? Solange du deine Füße unter den Tisch einsteckst, möchte ich einen anderen Ton hören von dir. Haben wir es da verstanden? Und jetzt schickst du da ein bisschen mit Frühstücken, du hast die waschen, du musst mir noch was helfen. Gell? Nach dem Klo und vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen. Ist gestartet, dass ich vorher noch ins Bad gehe. Es ist gestartet, auf geht's. Oh, da ist das Öferl schon Ja, her. warte mal, Irmgard. Steckst du gleich einmal ein? Dann schauen wir gleich einmal. Geh weiter. Den hättest du abstauen müssen vorher. Unser Keller gehört auch einmal wieder putzt. Na, putzen halt. Okay, so. Jetzt, jetzt geht er. Jetzt geht er. Wenigstens etwas. So. Klaus Dieter, jetzt geh weiter, ich schick dich halt einmal. Du musst beim Auto noch was helfen. Da stimmt irgendwas mit dem Öl nicht. Heut wird nimmer am Auto umeinander bastelt. Ja, soll ich das vielleicht morgen machen, ha? Außerdem muss ich die Mama noch abholen. Das habe ich auch dir zum Verdanken. Du wirst doch die alte Frau nicht mit der Straßenbahn kommen lassen, oder? Ja, eben drum muss ich das Auto noch reparieren. Herrschaftszeiten. Klaus Dieter, jetzt schick dich halt endlich einmal. Ich hab keine Zeit, ich muss mal in die Stadt fahren. Ja, das geht dann noch auch noch, da muss ich auch noch hin, gell? So. Mama, mich friert. Ja, das glaube ich schon. Da drin ist ja saukalt. Aber gell? was? Übernachtig ist er. Aber das eine Sache, das eine ist Vergnügen, das andere ist Pflicht, gell? Schau her, gleich wird's warm werden. Das Öferl da, das macht uns warm, gell? Das Spielzeug da. Du, aber das eine Sache, das Eva kann nicht den ganzen Tag laufen. Das braucht saumäßig viel Strom. Der Herr Lucki hat mich noch nie im Stich lassen.
Der Herr Lucki, der Herr Lucki. Also wenn ich das schon hier. Der Herr Lucki ist ein reizender Mensch, gell? Der kommt sogar am Heiligen Abend. Ja, und schon? Da kann man am Vormittag ganz normal was werkeln. Was für ein Handwerker ruckt denn heute schon am Heiligen Abend aus, hä? Lass dir aber bloß einen Anruf beantworten. Unser Betrieb ist leider geschlossen. Bitte rufen Sie nach den Feiertagen wieder an. Wir wünschen ein frohes Fest. Aber der Herr Lucki, der ist da wie ein Brezen. Ist ein reizender Mensch. Klaus-Dieter tut die Klupperl aus die Platzl. Herrschaftszeiten nochmal nein, aber wir werden die vorher schon gegessen. Und wenn das Oma und der Eberhard und die Angelika kommen, dann kann ich einen halben Teller hinstellen. Dann machst du halt nur ein paar. Und wann, wenn ich fragen darf, ha? Von den Spitzbuben habe ich auch zu wenig. Nach Weihnachten schmecken's eh nicht mehr. Da sind's alt und zart. Richtige Ploppenzüger. In meiner Tupperware bleiben's weich. Nein, da werden's lätschert. Hör aber mit deiner Rummaslerei auf. Es gibt keine Platzen und aus. Und jetzt schickst du mal an, ja. Jesus, na, ich bin ja auch noch im Morgenmantel. Naja, wenn der reizende Herr Lucki kommt. Klaus-Dieter, Jetzt Herrschaftszeit, jetzt zieh dir mal an. heute doch grad. Ich hab doch einen Bub gemeint. Auf, jetzt geh weiter, immer. Irmgard, der Telefon. Um 5 Uhr, Oma. Angelika. Ja, was ist denn? Okay, du wartest doch, das höre ich doch. Ist was mit dem Kleinen? Ach, mit dem Eberhard. Habt ihr einen Krach gehabt? Ach ja, Angelika. Ihr kommt aber schon zum Abendessen, wie versprochen, gell? An Weihnachten wird nicht gestritten. Okay. Hast du das gehört? Der Papa hat's auch gesagt, gell? Also gut. Gut, bis später, Angelika. Für die. So. Jetzt geht es bei denen ja schon los. So. Ja, Dieter. Was ist? Hast das bald? Ja, ich bin schon. Du, Papa, ich brauche jetzt ungefähr 50 Mark. Was? Ich hab dir doch erst letztes Mal was zu dem Taschengeld dazugesteckt. Ja, weißt, ich brauche da nur ein Geschenkerl für die Mama. Und für die Oma auch noch eine Kleinigkeit. Mein Lieber, du bist aber früher dran. Und für die auch. Na, da geh her. Da kriegst du das 13 Mark. Da geh her, Bub. Da hast du 30 Mark, gell? Dann ist mir's gegangen. Ist aber nix. Und Dankeschön kannst du auch sagen. Dankeschön. Ja, du, was möchtest du der Oma überhaupt schenken? Du, ich bin selber schon am Grübeln. Ich hab mir gedacht, irgendwas Parfümiges oder so. Schenk ihr halt ein uralt Lavendel, das magst. Uralt ist doch selber. Du gehst, fangst vielleicht auch ein paar, gell? Müsstet ihr heute schon wieder hackeln, ha? So, ich geh jetzt zum Auto runter. Geh weiter, geh wieder auf. Halt, Geh. du, du fährst doch noch in die Stadt. Ja. Geh, bring mir doch ein Piccolo mit für die Mauschleif. Am billigen. Ja, die kommt bestimmt wieder mit was Überflüssigem. Da hast 5 Mark. Ist schon recht. Du Mama, gell, kannst du mir nicht ein bisschen Geld geben? Schau, ich brauche da nur ein Geschenkerl für die Oma. Und für den Papa brauche ich auch noch was. Also gut, mein Ring, da hast 20 Mark. 20 Mark? Und da komme ich aber nicht weit. Also gut, da kriegst du einen 50er. Sag einmal, habe ich dir nicht vorgestern erst einen 50er gegeben? Ja, aber ich hab da für die auch noch ein Geschenkerl braucht. Schau, Mama, das ist doch logisch. Du, danke, gell. Servus. Du, und pass auf den Papa auf, dass er nicht zu lang unter dem Auto liegt, gell? Und wir brauchen einen Christbaum und eine andere Gans brauchen wir auch. Okay, werde erledigt. Mama, Telefon. Ja, wer kann denn das schon wieder sein? Eisgruber? Oma! Nein, der Reinhold ist nicht da. Nein, der holt dich noch nicht ab, Oma. Um 5 haben wir doch gesagt, Oma. Ja, nach dem Essen, gell? Zuerst tun wir essen und dann tun wir bescheren. Um 5, Oma. Du, Oma, es hat Kleid. Nein, nicht bei dir. Bei mir hat's Kleid. Ja, gell? Also dann. Bis später. Für die. Das wird der Lucki sein. Angelika! Ja, was ist denn los? Lass mich scheiden. Ja, aber zuerst setz dich mal
ist denn los? Der Eberhard. Der Eberhard. Glaubst du, zu seiner Mutter ist er gefahren? Die kann sowieso alles viel besser wie ich. Glaubst du, so ein richtiges Mutterbirberl ist es? Dauernd hockt er bei ihr, der Herzi-Bobby. Meine Mutter braucht mich, aber ich brauche vielleicht auch was. Von mir aus kann er mal gestohlen bleiben. Also weißt du das, Angelika? Das ist doch ganz natürlich, dass man so an so einem Tag die Mutter besucht. Hätte sich überhaupt gehört, dass du mitgegangen warst, gell? Und was soll ich dann bei der, mir Vorwürfe machen lassen, oder was? Ist ja gut. Du, Angelika, kannst du mal meinen Kühlschrank anschauen? Der hat nämlich heute ganz seinen Geist aufgegeben. Der war doch schon Steinzeit, wie ich noch bei euch gewohnt hab. Ja, als Klump bist halt, aber kennst du deinen Papa? Bloß nix Neues. Kannst du nicht noch geschwind auf Weihnachten ein Nein wünschen? Der Papa schenkt dir doch sowieso immer bloß was Praktisches. Halt was für ein Haushalt. Wie alle Männer. Hey, der Papa kauft doch heute keinen Kühlschrank mehr. Jesus, na, mir fehlen ja nur die Äpfel für die Füllung von der Gans. Und der Monteur kommt, das ist auch ganz gut, Angelika, dass du da bist. Unsere Heizung ist nämlich auch kaputt. Und da kommt jetzt der Monteur und möcht's richten, gell? Dann kannst du gleich mit ihm reden, weil da kann ich inzwischen einkaufen gehen. Und Angelika, sagst du, dass wahrscheinlich das Thermostat ist, gell? Ist schon recht, Mama. Und jetzt mein Kaffee, wo ist der? Ist in der Küche. Und die Milch für den Kleiner ist im Kühlschrank. Im Kaputten. Ja, aber bei uns ist so saukalt, da bleibt alles frisch. Hat alles sein Gutes. Du, dein Zweckoptimismus. Ja, sonst hätte ich es ja mit Papa nie ausgehalten. Also bis nachher, gell? Ich weiß schon, Mama. Aber der Eberhard ist... Ja, war Eis drüber. Oma. Um 5 Uhr, Oma. Wie immer. Na? Nein, ich weiß nicht, wo der ist. Die ist beim Einkaufen. Ja, Oma, nach dem Essen wird beschert. Wie immer, Oma. Oma, es hat gelitten. Nein, nicht bei dir. Oma, Vierte, bis später. Oh. Gott? Ja, hallo, schöne Frau. Mein Name ist Ludwig Steinberger. Ich komme wegen der Heizung. Das ist aber nett, Herr. Lucky. Sag's einfach nur Lucky zu mir. Also, Lucky, da ist was mit dem Thermostat nicht in Ordnung. Soll ich einer ausrichten, von der Mama? So, von der Mama. Eine nette Mama haben Sie. Das muss man sagen. Ja, und eine fesche. Ist das Ihr Kind? Ja, Bur oder Madel? ein Bub. Bur. Ja, mei. Und wie lieb, dass er schlaft. Ganz die Mama. Ja, das sieht man jetzt schon. Ja, so was Nettes. Lucky, 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 Lucky. Bitte, Herr Lucky. Nix, Herr. Einfach nur Lucky. Also, Lucky, sind so gut und schauen Sie nach der Heizung. Mir ist ja jetzt schon direkt warm in Ihrer Nähe. Ja, das wird aber die anderen nichts nutzen. Sind so gut. Also gut, das haben wir gleich. Wenn ich fertig bin, dann lade ich Sie unten beim Italiener auf einen Espresso ein, ja? Das ist ja fast wie in der Fernsehwerbung. Hä? Nix. Am Kaffee können Sie bei uns auch kriegen. Wie heißen Sie eigentlich? Angelika. 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 Nett. Darf ich Sie was fragen? Wenn Sie wollen, Sie haben gewarnt, gell? wie kommen Sie denn auf das? Man sieht's an Ihren schönen blauen Augen. Ja. Ich hab Krach mit meinem Mann. Aha.
Das kann manchmal so ein Hackstock sein. Er kann schon ein nett sein, aber er hängt halt immer noch so am Rockzipfel von seiner Mutter. Ja, ja, die liebe Schwiegermutter. Der Drachen. Geh, jetzt seid doch nicht traurig. Freuen Sie sich auf Weihnachten und machen Sie eine warme Gedanken. Ich mache eine warme Wohnung und alles ist wieder wunderbar. Wenn Sie dann auch noch einen Kühlschrank auftreiben, nachher werden Sie unschlagbar. Was soll ich? Der Kühlschrank von meinen Eltern ist auch kaputt. Am besten wär's, ich kaufe ihnen einfach ein Nein. Das war wenigstens ein Weihnachtsgeschenk, über das sie sich freuen werden. Ja, wenn's weiter nichts ist, einen Kühlschrank kann ich Ihnen besorgen. Ich habe einen guten Freund, der hat ein Import-Export-Geschäft. Ich bringe ihn vorbei. Das werden Sie machen. Für eine schöne Frau mache ich alles. Entschuldigung, ich habe ihnen ja noch gar keine Platzl angeboten. Dankeschön. Schmeckt ausgezeichnet. Das ist doch was Wunderschönes, gell? Weihnachten, der heilige Abend im Kreis der Familie. Wenn's bloß schon rum war. Okay. Sie müssen positiv denken. Schauen Sie, Sie haben eine Familie. Ich bin allein. Aber gute Freund wird kommen. Wir machen ein kurzes Essen, trinken einen schönen Wein und alles ist wieder Paletti. Da war ich gern dabei. Gute Idee! Sie kommen zu mir. Das geht leider nicht. Alles geht, wenn man will. Ah, da ist er ja schon, der Herr Lucky. Und? Geht die Heizung wieder? Der Lucky, also der Herr Steinberger, hat gesagt, er hat's wieder hingebracht. Na also. Und einen Kaffee aus der Masche geben? Du Mama, ich muss jetzt noch mal geschwind weg. Darfst du mir so lange auf den Kevin aufpassen? Freilich. Musst du was einkaufen? Ja. So, das hätten wir. Mach bloß ein bisschen Luft im Heizkörper. Alles wieder in Ordnung. Sie sind halt einfach ein Scharnierl, gell? Ein richtiges Genie. Sie kriegen noch was von mir. Mama, das kann ich ja machen. Bis später. Ciao. Ciao. Ciao! Ciao. Um 5, Oma, um 5. Das ist ja Wahnsinn. Aus dem Heiligen Land. Echt, an Weihnachten bringen jetzt bloß Schrott. Na, wenigstens was. Nicht so laut! Aber da bist du scheiße. Herrschaft Ruhe, glaubst du das? Du, das ist gut, dass du da bist. Kannst du eine Petersilie kaufen für die Füllung von der Gans? Nimm doch eine trockene. Na, das schmeckt mir doch. Hoffentlich bringt der Papa eine frische Gans mit. Die alte habe ich nämlich weggeschmissen. Was ist der Papa? Na, Dann bringt auch keine mit. Das ist doch Logo. hast da wieder recht. Geburt, geh mal mein Geldbeutel, tu ein Geld raus. Siehst doch, dass ich mehlige Hände habe. Darfst du auch ein Überraschungsei kaufen? Wahnsinn. Und eine andere Gans brauchen wir auch, aber eine frische, gell? Und mindestens 10 Pfund muss es haben. Okay, ich mag aber kein Gans. Weiß ich schon, du kriegst dann das Steak, gell? Mach auf, ich muss in meine Küche. Das ist der Wahnsinn. Ich will ja nicht stören. Grüß Gott, das Glücktag! Lass Kinder, muss ich mal ja schon sagen. Na, du bist ja mächtig ins Krank geschossen. Ja, ja, als Kinder werden
Leid, so ist es. Ist deine Mama da? Mhm. Du bist ja jetzt auch schon Onkel, gell? Wo ist er denn, der kleine Scheißer? Der hat ja vorhin so arg weinen müssen, gell? Meine Mama ist in der Küche. Also, ja, dann ruhig geschwind. Frau Eisgruber? Frau Mauschle, das ist aber jetzt dumm, gell? Du Klaus Dieter, das hat doch so gut und bring mal einen Vanillezucker mit. Ich will ja gar nicht lang aufhalten. Ich wollte bloß fragen, ob Sie vielleicht ein Ei für mich hätten. Ein einziges Ohr geht mir nur ab zu meinem Kuchen. Einen Moment, gell? Also ein Petersilie und ein Vanillezucker, der ist schon wieder ausgegangen. Ach, holt einer Klaus-Dieter noch was. Du, dann kannst du mir auch einen fettarmen Joghurt für meinen Werner mitbringen. Den billigsten muss haben, gell? Klar. Und ein einziges Ohr. Also ja, freilich. Ein Ei kannst du mir auch mitbringen. Deswegen bin ich ja da. Ein Petersil, ein Joghurt, ein Vanillezucker ganz und ein Ohr. Ja, und ein Überraschungsei für dich. Wahnsinn. Ein Überraschungsei. Am Weihnachten für so einen Trumlackel. Wahnsinn, gell? Jetzt geht's zur Uhr. Ich muss in meine Küche, gell? Ja. Dann warte ich so lange. Was kochen's denn Feines? Gans. Am Heiligen Ort schon. Also wir haben ja Ente, Flugente, Eulisch. Die wird ganz zart. Aber erst mal, gell, am Heiligen Ort wollen wir es ja besinnlich haben und nicht so viel kochen. Da gibt's bei uns Wiener Würstel mit Kartoffelsalat. Ja, das ist sehr besinnlich. Und Sie machen die ganze Zeit schon. Ja. Da kommt womöglich ein Besuch, gell? Wo ist denn der kleine Kevin? Den habe ich da vorhin weinen gehört. Den hat meine Tochter vorhin schon wieder abgeholt, gell? Und sie ist glücklich mit ihrem Mann. Ja, das ist auch ein netter Mensch, der Herr Meier. Ja, na doch, da was der weiterhin Eisgrubergens. Na, was die da es gibt. Also, das mit den Doppelnamen, das ist doch alles. Das sind alles so Kombinationen. Gerade bei der einer, die Leuthäuser und dann auch noch Schnarrenberger. Obwohl, die Tizi Ludwig von die Lottozahlen, die ist ja nett. Und immer so gepflegt, gell, Frau Eisgruber. Einen Moment. Obwohl, die kann ja leicht gepflegt sein. Die arbeitet ja auch nur 10 Minuten in der Woche. Da darf ich auch gut aus der Wäsche. So, da schauen Sie her, Frau Mauschler. Da haben Sie jetzt ein Ei, gell? Ja. Und der Klaus Dieter kann Ihnen ja dann den Joghurt überbringen. Ja, und Sie halten ihr dann das Ei von Ihren Buben. Ja, genau. So, also bis später dann, Frau Mauschler, Ja, gell? und wir werden uns dann schon auch noch bescheren, Gens. Ich hab nämlich eine Kleinigkeit für Sie. Das ist aber nett. Helfen einmal! Wo ist denn der Bub? Also der Baum, der streikt sich auf ihre Flaschenfürsten. Die haben ja kaum zu Hause reingebracht. Na, Sie haben aber einen schönen Baum. Und so groß. Der passt ja in gar keinen Ständer Ja, rein. den muss man halt ein bisschen zuschneiden. Aber das geht bei dem ganz gut. So. Ja, ist halt so schön, Gens, wenn man einen Mann hat, der handwerklich so begabt ist wie Sie, gell? Ja. Mein Werner hat ja 2 linke Hände, leider. Ja, meine Frau Mauschler, jeder wird ein Kuh, sagt man, gell? Ja, und Sie können es halt. Ja. Reinhold, du musst dir den Christbaumschmuck vom Speicher holen. Ja. Und wir sehen uns später wieder, Frau Mauschler, gell? Ja, ich habe ja auch noch alle Hände voll zu tun. Aber Gens, das wissen schon, dass Sie mit der dritten dran sind. Die Kinder macht vor die Feiertag. Ich mach's dann zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Ist schon recht, gell? Und wann werden wir uns bescheren? Nachher, Frau Mauschler, nachher. Ist recht. Ich komm dann rüber, Gens. Wiedersehen, Herr Eisgruber. Ja, wiedersehen.
Wiederschauen, Frau Marschall, gell? Wiederschauen für die Tonja. Bitte verschone mich vor weiteren Heimsuchungen. Amen. So, Irmgard, jetzt gehst du gleich mal her und holst den Baum. Ich hol dabei den Ständer. Oder hol du den Ständer? Oder, verstehst du? Sag einmal, du wirst doch nicht im Ernst glauben, dass ich den Baum so lange halte, bis du mit dem Ständer wieder da bist. Ich muss meinen Kuchen machen. Gut, dann legen wir ihn halt wieder hin. So, jetzt. Mein Gott, der nadelt ja jetzt schon. Wo nadelt denn der? Der ist wunderbar, der nadelt überhaupt Ah, nichts. genau wie dein Gans. Wo ist überhaupt der Bub? Den habe ich zum Einkaufen geschickt, der muss gleich wieder da sein. Irmgard, Telefon. Eisgruber? Eberhard? Na, die Angelika ist nicht da. Das heißt, die war vorhin da und dann hat sie noch was besorgt und dann hat sie einen Kevin geholt und dann ist sie heimgegangen. Na, weiß ich nicht. Na, was soll denn passiert sein? Eberhard. Ihr kommt heute zum Abendessen, gell? Ja. Na, die wird heute noch was besorgen. An Weihnachten geht's doch immer drunter und drüber. Irmgard, wo ist denn das Lametta? Telefonier doch. Also bis später dann, Eberhard, gell? Für die. Du, ich hab jetzt bloß die Kugeln gefunden. Wo ist denn das Lametta? Das muss irgendwo drunter liegen. Ja, das musst du vielleicht heute noch suchen, weil das nur aufgeprügelt gehört, gell? Ich muss meinen Kuchen machen und die Füllung für die Gans. Ja. So. Also du, was gibt's denn überhaupt Mittag zum Essen? Mach dir ein Wurstbrot. Ein Wurstbrot? Okay, da sind doch noch 2 Pfannkuchen da kann man doch eine Suppe machen. Die Pfannkuchensuppen gibt's heute auf die Nacht vor der Gans. Na ja, ist mir auch recht, ich meine bloß, dass nichts verkommt, gell? Bye. So, jetzt mal so. Na, wo ist denn überhaupt der Bub? Ich weiß nicht, der muss gleich wieder kommen. Ja. So, na, jetzt pass mal. Aber du bring mir einmal ein Säg. Was? Ein Säg brauche ich, muss da was abschneiden. Jetzt geh halt einmal her, du musst mir da was helfen. Herrschaftszeiten, ich hab keine Zeit. Jetzt wart halt, bis der Bub kommt. Ist das wieder ein Zirkus heute? Sackelt sie nicht. Muss ich denn wieder alles so warm machen, Alter? Irmgard, du musst mir noch die Christbaumbeleuchtung im Speicherturm suchen. Da drum schaut's aus wie ein Saustall. Da findet man ja nichts. Die muss aber irgendwo sein. Ja, irgendwo, aber wo? Ah, da bin ich. Da wird eine Hexenzeit, da geh ich einmal her, halt den Baum, hol eine Säge, am Speichern auf und hol die Christbaumbeleuchtung. So, Am besten alles gleichzeitig, oder? sparen eine freche Goschen, gell? So, jetzt nur einmal den Ständer gleich einmal herschauen. Soll ich nicht zuerst Was? Baum geben? Ja, dann halt den Baum da, ja. So, dann hol ich ja nie die Säge, also gut, dann, jetzt meinst du, bitte. Ja, Wahnsinn. Na, Bub, hast du es? Ja, alles erledigt. Oh, die Petersilie schaut aber arg lätschert aus. Hast du da keine Frische gekriegt? Du, ich weiß nicht, Mama, es war brutal voll in dem Laden. Mama, und wegen der Gans, die haben keine Frische mehr gehabt, bloß nur gefrorene. Und auch keine mit 10 Pfund. Bloß nur eine mit 8 Kilo und eine mit 3. Da habe ich die kleinere genommen. Mein Bub, die langt doch hinten und vorn nicht. Doch, ich hab doch ein Schlägerl extra gekauft. Mein Bub, wie soll ich denn am Papa erklären, dass er ganz erstens viel kleiner ist und zweitens 3 Hacken hat? Nein, ist das wieder ein Tag, glaubst du, die dran und durch? Ja, aber was ist denn, was gibt's denn schon wieder? Nix, alles in Ordnung. Warte mal, wieso hast du die Hand schon wieder in die Finger? Ja, wieso ist denn die gefroren? Ha? Aha, tut's der Kühlschrank wieder, gell? Ha? Warte mal. Ja, die ist ja viel kleiner, gell? Wo ist denn die vom Geiger Hubert? Ha? Halt. Ich möchte jetzt genau wissen, was mit der Gans da ist. Die andere habe ich weggeschmissen, weil es schlecht war. Ja, freilich. Wir haben's ja, gell? Hättest du gut Soße dazu gemacht, die hätte wunderbar geschmeckt. Da muss ich halt ein bisschen Mühe geben. Mir allein genügt nicht. Okay, ja. Seid nur wieder recht wortlich. Du mach nicht so eine Ramasuri heut. Mein Gans war nämlich viel größer, gell? Wir müssen nur mit dem verhungerten Vogel alle satt kriegen. Hey, da machen wir halt ein paar Gockel dazu. Ein paar Vogel, freilich, wir haben's ja. Nein, dann machst du ein paar Beilagen, die sättigen auch.
Du weißt was? Die Angelika und der Eberhard, die mögen die Gans sowieso nicht so gern. Und ich hab noch ein Rinderfilet in der Tiefkühle, das ist sowieso auftaut und muss weg. Dann können wir ein schönes Fondue machen, gell? Das mögen alle. Oh, geil, Fondue, das ist ja nur viel besser wie ein Steak. Ja, jetzt red nicht so viel, dann einmal den Ständer jetzt her noch. So. Und stell dich nicht bläder, wie du bist, gell? So. Jetzt musst du heben. Anheben! Schau nicht so dumm, heute ist Weihnachten. Du gehst den ganzen Tag. Ja, jetzt heben wir mal. Passt nicht. Ja, gut, na, gib mir doch mal die Säge her jetzt. Die Säge! Action. So, jetzt oder? So, ich halt die Säge, du legst am Baum um. Papa, Moment mal, das haben wir gleich. Warte, Moment. Geht's gut? Ja, Ja. vorsichtig. Stell dich nicht so, gell? So, jetzt auf geht's jetzt da. Ja. Da musst du jetzt hingehen und halten, dass sie sich nicht zwickt, gell? Dass sie sich nicht zwickt. So, jetzt fliegen wir runter da. Und jetzt, Papa, jetzt. Action! Das Club da. Jetzt, Papa, jetzt. Schon. Ah ja, gut. Bleib stehen. So, jetzt nimmst du gerne einen Ständer und schaust, ob er passt. So. Also der ist eindeutig zu klar, Papa. Da kannst du abzeigen, so viel du willst. Ja, die Ziege ist aber auch noch gescheit hafen. Also, da musst du jetzt den Stopp haben und einen passenden Ständer holen. Ich hab keine Zeit. Da musst du in der Zeit nehmen. Du, ich war schon in der Stadt und hab alles erledigt. Dann war ich noch einmal in der Stadt und hab für die Mama alles erledigt. Du, ich muss jetzt in den Jugendtreff. Wir bescheren doch da halt bei den alten Leuten. Vom Club aus. Oh, das ist aber mal eine nette Idee. Reinhold, das lass doch am Burm gehen. Du weißt doch sowieso besser, wie man das macht mit dem Baum. Ja, ausnahmsweise, weil heute Weihnachten ist. Also gut, dann. Servus. Ja, aber bis um 6 Uhr noch bist du noch da, gell? Weil dann bescheren wir nämlich. Alles klar, vielen Dank. Servus. Irgendwann, dann muss ich dir zur Stadt fahren und den passenden Ständer holen, gell? Bleibt mir nicht anders übrig. Du, Irrgard, suchen wir doch nur die Christbaumbeleuchtung zusammen, gell? Ja, und ja. vor allem das Lametta, gell? Das darf nicht vergessen. Ja, Das ist ja. ganz was wichtig. So, der Reihe jetzt. Wegen meinem Jucknitz. Gehen also eine Frau ist schon da, gell? So, Frau Mauschler, da ist jetzt Ihr Joghurt, gell? Danke. Was haben Sie denn ausgelegt? 47 Pfennig. 47 Pfennig. Und wann haben Sie gesagt, dass wir das Christkindl kommen lassen wollen? Ja, von mir aus gleich. Nein, ein Mann sollte schon auch dabei sein. Dann müssen Sie halt später noch mal rüberkommen, gell? Oh, jetzt habe ich bloß ein 50er. Macht nix. Ich kann rausgeben. So, Frau Mauschler, da schauen Sie her. Einmal, zweimal, dreimal, gell? Ihr abzählt. Frau Mauschler, dass ich nicht vergiss, haben Sie vielleicht ein bisschen Lametta für mich übrig? Ja, ich bring's ja dann nachher mit. Also dann, bis nachher, Frau Mauschler, gell? Ich bitte Sie, Frau Eisgruber, was tut man nicht als die gute Nachbarschaft, kennen Sie? Also dann will ich also nimmer länger aufhalten. Bis nachher. Ach, übrigens, wenn Sie nachher die Treppen runterwischen, denken Sie doch auch an die Stäbe am Geländer. Die sind abdringlich. Ja. Also wenn Sie wollen, können Sie von mir mein übriges Wischwasser haben. Da habe ich gerade vorhin mein Küchlein mit ausgekühlt. Ja, und das Wasser ist nur so sauber, weil man halt immer pfleglich umgeht mit seinen Sachen. Ja, da tun Sie einfach nur mal ein bisschen heißes Wasser dazu und nur ein paar Spritzer Putzmittel rein, dann können Sie das gut noch einmal nehmen. Dankeschön, Frau Mauschler. Aber ich nehme lieber mein eigenes Wasser, gell? Bitte, wie es wollen. Aber jetzt will ich wirklich nicht mehr länger aufhalten. Sie haben gewiss auch noch alle Hände voll zu tun. Oh, haben Sie neue Tischdecken? Bis nachher. Ja. Eine Beschwerde. Wie am Fließband. Geschafft, zeigt mir das Ding jetzt schon wieder. Eberhard, Grüß die Mutti. was ist denn los? Nochmal fortgezogen.
wohnen doch nur 5 Minuten von da weg. Wo ist denn die Geli mit dem Kleiner bloß hin? Die müsste doch schon lange da sein. Ich weiß auch nicht, Eberhard, aber komm, setz dich doch einmal her. Du, vielleicht hat's doch noch was besorgt oder sie ist doch vorher zu deiner Mutter gefahren. Magst du kurz anrufen? Geh, die Geli geht doch nicht freiwillig zu meiner Mutter. Jetzt weiß er doch wie Feuer und Wasser, das weißt doch. Was soll ich denn bloß machen? Ich mag doch die Geli. Und meiner Mutter will ich auch nicht weh tun. Ach, ist da das ein Scheiß? Also, Eberhard, du weißt, ich misch mich nicht gern ein, aber vielleicht sollten die Angelika und du, ich meine, vielleicht solltet ihr mal in aller Ruhe miteinander reden, gell? Wann denn? Seit der Kevin da ist, lauf ich doch nur mehr noch unter ferner Liefen, ja. Und mein Chef, der hockt mir auch im Knack. Und meine Mutter, die reibt's mir mit schöner Regelmäßigkeit aufs Butterbrot, dass ich viel zu früher geheiratet hab. Mein Gott, Bub, so eine schöne Karriere hättest du machen können. Aber jetzt hast du Frau und Kinder am Hals. Ja, deine Mutter. Weißt, ich verteidige ja alles. Und ich halte zu meiner Frau. Aber manchmal, da fällt es mir schon wirklich sehr schwer. Also, Eberhard, vielleicht sollte der Angelika doch einmal gehörig die Leviten lesen, hä? Nein, lass mal, Mutti. Wir vergrachen uns und wir vertragen uns auch wieder. Hoffentlich. Wenn ich bloß wüsst, wo sie ist. Die kommt schon wieder. Soll ich da ein Wurstbrot machen? Nein, ich bring keinen Bissen unter. Ich geh jetzt einmal heim. Vielleicht ist er inzwischen schon wieder da. Ihr kommt aber schon zum Essen heute Nacht, gell? Ja, wenn mir meine Mutter aus den Kräuen lasst, schon. Sie hat mich zum Kaffee eingeladen und hat den Stollen schon hergelegt. Ja, ist das mein Kuchen? Ja, also dann pack ich's wieder, gell? Ja. Vierte Mutti. Vierte Eberhard und ein schöner Gruß an deine Mutter, gell? Ja, ich werd's ausrichten. Ja, grüß dich. Grüß dich, Vati. Du, Nein, ich hab jetzt gar keine Zeit, wir sehen uns heute auf die Nacht, gell? So. Irmgard, Ich hab keine Zeit. geh mal her, du musst mir jetzt was helfen. Herrschaft Zeiten, ich hab nasse Hände. Das macht doch gar nichts, jetzt gehen wir her, wir müssen jetzt dann den Bahn aufstellen. Mach doch nichts. Wart. Ich leg ein Deckel drunter. Nein, du mit deinen Deckel, bei uns werden die Schoner noch geschont. Schieb die, weil den Baum schlafen Ladung schon ein. So, also jetzt stehen wir mal auf, So, jetzt ein gutes. So, geht's? Ja, geht's? Ja, also so. Jetzt, und? Siehst du hin? So, und? Stehen da. Einführen. So. Drücken. Drücken. Jetzt hab ich meinen Nagel eingerissen. Mei, du stehst dich schon so blöd an. Jetzt geh weg. Lass mich das machen. So, jetzt lass mich das. So, jetzt. Wo muss man da? Ah, da ja. Wo ist denn überhaupt der Bub? Im Jugendhaus, das weißt du. Mir ist der da, wenn man braucht. Glaubst du das? Ja, jetzt lass ihn halt. So, jetzt. Der Bad steht da so schon, schau. Wunderbar steht der heute. Du siehst Bis nach schon. hinten. Ja, Bis bis nach nach hinten. So, Junge. Weißt du was, ich hol jetzt gleich die Leiter, gell? Und mir ist eingefallen, wo der Christbaumschmuck ist. Ein scheiß Klugfahrer. Irmgard, nein, kurz. Ja, Partei, mach du auf. Ja, ich hab jetzt auch keine Zeit, ich mach du auf. Herrschaftszeiten, der kommt in die So, können wir uns jetzt bescheren? Frau Mauschel, das passt jetzt gar nicht. Ach so, ich habe ja ein bisschen Lametta frisch aufbügelgänse. Das ist nett. Ich schenk's Ihnen. Das ist nett, Dankeschön. Ist schon verschmerzt, Frau Eistrubber. An Weihnachten soll gar nicht so sein. Ja. Also gut, dann komme ich so in einer halben Stunde noch einmal. Dann bescheren wir uns aber richtig Geld. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Eistrubber, und gute Verrichtung noch. Ja. Vierte Ruf, Frau Marschall. Vierte Ruf, ja. Also, gell? Scheinbar hast du unser Lametta nicht gefunden, hä? Hast das höchstwahrscheinlich wieder weggeschmissen. Aber die Marschlerin, ja, aber das ist so eine.
die bügelt's Lametta auf. Ja, kannst du zur Mauschlein übergehen, wenn's dir da besser gefällt. Okay, jetzt mach einmal halblang, Irmgard. Weißt du was? Geh, gib mir doch jetzt einmal einen Spitz rauf. Spitz. Du wolltest doch einen neuen kaufen. Hat kein mehr gegeben. Der passt ja gar nicht da jetzt. Dann lass mal ganz weg. Ja, möchtest du den Spitz vielleicht lagern lassen? Mein Gott, dann tust halt den Strohstern da hin. Den Strohstern! Das ist, schau, wie wir mitkriegt, dass der ist. Da passt er wenigstens zum Lametta. Ja, oder zu deiner Gans, gell? Ja, das Kabel ist ja auch viel zu kurz. Das Kabel ist nicht zu kurz, der ganze Baum ist einfach zu groß. Bei dir kann man es ja nie recht machen, glaubst du das? Voriges Jahr war er dazu klein, heuer ist er dazu groß. Nie ist der gnädigsten genehm. Ja, wie war's denn im goldenen Mittelweg, hä? Gib mir einmal Kugeln rauf. Kugeln. Da. Ja, die sind ja alle hin. Hä? Da hast du die runterfallen lassen. Oh, das ist aber schade. Gerade die im Schnee waren so feierlich. Ja, da hätten wir halt auch ein Zeitungspapier dazwischen legen müssen, gell? Da, nimm die sind ganz. Wo? Die haben ja auch alle einen Sprung. Dann häng's hinten, dass man's nicht sieht. Alle. Vorne hui, hinten pfui. Das, wenn jetzt die Mauschler ist, dann bring ich's um. Und wenn jemand fragt, warum, gleich noch einmal. Sag einmal, was tust denn du schon da? Eine nette Begrüßung, das muss ich sagen, ja. Reinhold! Ja, grüß dich Gott. Du hast den Baum schon richten. Ja, aber Mama, ich hab dich doch abholen wollen. Ha? Warum bist denn du schon da? Geht, so lass mich erst einmal niedersetzen. Jesus, mein Blutdruck! Da, komm her, sitz dich hin. So, bist du mit der Straßenbahn gekommen? Ob du mit der Straßenbahn gekommen bist? Nein, das kann ich doch nicht mehr. Die Trittbrettel sind doch viel zu hoch. Nein, ich hab ein Taxi genommen. Nein, Irmgard, geh schnell runter. Der Fahrer, der wartet auf sein Geld. Und das soll ich jetzt zahlen? Ich zahl's schon, gell? Ja, ist ein Gescheiter. Je länger der wartet, umso teurer wird's. Reinhold, du, wann bescheren wir denn? Nach dem Essen. Und wann ist das? Ja, was weiß ich nicht. Sag mal, der Siebe! Gibt's wieder der Gansel? Ja. Anten war auch mal nicht schlecht, gell? Du, morgen im Heim, da kriegen wir auch eine Gans. Obwohl die meisten die sollen Gott der Gans nicht essen, ja? Aber du, man kann wählen. Entweder Gans oder Hühnerfrikassee im Reisrand. Ich bin sehr schwankend, ob ich morgen dann noch eine Gans essen sollte. Ja, dann nimmst du halt das Hühnerfrikassee im Reisrand. Na, der Reis ist aber so pappert. Im Fernsehen, ja, da ist er schön locker. Aber im Heim, da wenn's mir nicht ganz. So, 28 Mark 30, das wird auch immer teurer. Ja, aber der Fahrer war sehr nett. Ein höflicher junger Mann. Du, das findet man selten. Er hat mir sogar die Tür aufgehalten. Was? Na, das muss schon drin sein bei dem Preis. Wer ist jetzt das? Frau Mauschler. Ich hab grad gehört, dass Sie schon zugekriegt haben. Grüß Gott, Frau Eisgruber. Na, immer noch rüstig, Gänse. Lustig, war ich schon, ja. Ein paar Platzerl darf ich gern essen. Na, mir wenigstens ganz jetzt. Ich habe ein paar selber gemachte Platzl für Sie. Schmecken ausgezeichnet. Vollkorn, wie man es halt hat. Die isst mein Werner so gern. Nehmet's ruhig. Ja. Ja, die sind ja sturhart. Die muss ja ich lutschen. Ich brauch meine Zellen noch länger. Wenn's nicht hebt, kannst die falsche Haft kriegen. Kommen Sie, Herr Eisgruber, greifen wenigstens Sie zu. Sie haben ja sicher noch Ihre eigenen Zähne.
lieber doch nicht. Dankeschön, Frau Mattler. Also, dann bescheren wir uns jetzt. Also, das, wenn ich gewusst hätte, dass Sie auch da sind, Frau Eisgruber, hätte ich für Sie natürlich auch was Ja, mitgebracht. lass es gut sein. Ich hab auch nichts für ihn. Frau Eisgruber, Bescherung! Das ist für Sie, Frau Eisgruber. Dankeschön. Und das ist für Sie, Herr Eisgruber. Dankeschön, danke. Und das ist für Sie, Frau Mauschler. Also, das wäre aber nicht notwendig gewesen. Deswegen bin ich da nicht gekommen, dass Sie mir auch was schenken müssen. Pikolö! Ja. Das ist einmal eine Idee, einmal ganz was anderes, kennst du? Ein Kalender. Ein Geschirr durch. Meischi. Das kann man immer brauchen, gell? Aber jetzt will ich ja wirklich nicht mehr länger stören. Schön. Schön haben Sie den Baum aufgesteckt, Herr Eisgruber. Das schaut gut aus, wie man die elektrischen Kerzen mit den echten mischt. Natur und Fortschritt. gell? Ja, eben, wie man so sagt, gell? So, aber jetzt probieren wir gleich einmal die Beleuchtung aus. Irgendwann stecken wir den Stecker in den Steckdosen rein. So, also, Achtung! Scheiße! Also Angelika, so geht es nicht. Der Eberhard hat sich solche Sorgen gemacht. Mama, wenn du wüsstest, wie wurscht mir das ist. Jetzt hörst aber auf. Der Eberhard ist ein ganz netter Mensch. Der hat's halt schwer in seinem Beruf. Und wenn ich bei deinem Papa immer alles auf die Goldwaage gelegt hätte, oh mein Gott. Wir haben einfach zu früh geheiratet. Bloß wegen einem Kind. Das darf mir auch nicht mehr passieren. So ein Schmarrn. Der Bub ist so goldig. Das meine ich doch gar nicht. Der Kevin ist ein Traumkind. Na, ich mein, ich darf einfach nimmer gleich heiraten. Ein Kind braucht Mutter und Vater. Und du reißt jetzt einmal ein bisschen zusammen über die Streiterei. Ja, hallo Angelika, grüß dich. Mei, der Kevin ist auch da, das kleine Mandal. Na gut, der Opa ist da, Kevin. Papa, lass ihn in Ruhe. Ich bin so froh, wenn er schlafen kann. Die Oma sucht ein ruhiges Platzerle, gell? Wo ist denn der Eberhard? Sucht er nur einen Parkplatz? Der hat einen Zettel geschrieben, dass er noch geschwind zu seiner Mutter ist. Wer weiß, ob das stimmt. Vielleicht ist er auch bei seiner Sekretärin. Bei dem bleibt mir auch nichts mehr wundern. Ja, habt ihr einen Krach gehabt? Ich lass mich scheiden. Da, jetzt kennt ihr nur wieder. Wie bin ich jetzt mal scheiden hätte lassen, wenn ich mit deiner Mama einen Krach gehabt hab? Okay. Sie küssten und sie schlugen sich, sagt man doch. Du hast Mama geschlagen? Das hätte er mal probieren sollen. Da hätte er sich gleich sein Grab kaufen können, Ich gell? hol gleich das Bier aus dem Keller, gell? Ich schau mal, ob die Oma noch schlaft. Wann bescheren wir denn endlich? Schlaft nicht mehr. Sag einmal, hast du für die Oma eine Kleinigkeit? Ja, ich habe ihr ein Essig angesetzt. Was, ein Essig? Du wirst der Oma zu Weihnachten kein Essig schenken wollen. Die ist eh sauer, nur weil man sie im Heim so wenig besuchen. Ja, ich hab mir halt gedacht, weil sie am Essig vom Heim immer so rummeckert. Aber ich kann anscheinend machen, was ich mag. Ich mach immer alles falsch. Ja, ist ja gut, du. Ich hab nur Lavendel uralt, das kannst du dir schenken, gell? Sagst aber nicht, dass der Eberhard und du, dass ihr Spannungen habt. Bescheren wir uns jetzt? Nach dem Essen, Oma. Gell? Ja, Angelika, ich hab dich gar nicht kommen hören. Ja, grüß dich Gott, Madel. Und? Ja, wo ist denn dein kleines Bübel? Der schlaft im Klaus Dieter seinem Zimmer. Haha, und wie heißt er eigentlich? Kevin. Ha? Kevin, Oma. Kevin. Ah, das hat's früher auch nicht gegeben. Und?
Wo ist der Eberhard? Der kommt gleich. Der ist nur noch bei seiner Mutter. Siehst das? Siehst das? Der besucht seine Mutter, wie er sich's gehört. Das macht sie nur alle Schaltjahre, dass zu mir ins Heim kommt. Ja, Mama, hast du schon ausgeschlafen? Wo ist denn überhaupt der Bub? Der muss gleich wieder kommen. Wie ich es immer sage, die Keller in die Neubauten taugen überhaupt nichts. Das Bier ist Bacherl warm. Das tue ich gleich in den Kühlschrank. Der ist doch kaputt. Ein Schmarrn, wenn der aus heiterem Himmel abtaut, dann hast du höchstwahrscheinlich bloß versteht. Na klar, rutsch mir Bugeln unter. Bescheren wir jetzt, Nach dem Essen, Oma, gell? ha? Zuerst tun wir essen und dann wird beschert. Gleich ist fertig. Kann ich da was helfen? Na, bleib nur du bei der Oma. Ja, wie geht's dir denn immer, Kindl? Ach, ganz gut, Oma. Weißt jetzt du, wann wir bescheren? Nach dem Essen, Oma. Nach dem Essen. Hallo Geli! Ich wollte nicht mehr singen. Irmgard, gleich tut's! Oh nein, was war denn jetzt das, ha? Eberhard, grüß dich. Hallo Mutti! Guten Abend miteinander. Ah, Oma ist auch schon da. Eberhard, grüß dich! Eberhard! Geli, ich möchte gerne mit dir was reden. Aber ich mag nicht mit dir reden. Verstehst mich? Ja, ich verstehe dich gut. Also Angelika, heute ist heiliger Abend und Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Versöhnung. Und da wird einfach nicht gestritten. Ach, so ein Kass. Heute wird nicht gestritten und morgen geht der ganze Mist wieder von vorn los. Sogar im Krieg haben sie an Weihnachten nicht geschossen. Also ich meine auch, dass der jetzt endlich einmal ausreden soll. Jetzt komm, jetzt gibt er heute einen Rucker. Geli, bitte. Also, ich weiß ja nicht warum, aber wenn ihr gestritten habt, dann kann ich euch bloß sagen, ich hab bei meinem Gustav immer nachgegeben und dann haben wir das schönste Leben geführt. Morgen durch den Giersen. Reinhold, du fährst mich schon am Friedhof auf, ja? Ja, freilich, Mama, morgen fahre ich nicht zum Gießen, gell? So, was ist mit euch zwei? Hä? Hü oder Hot? Mir gerade vor langsam vor lauter Hunger der Morgen jetzt. Jetzt das mal ganz. Mama, komm, wir gehen ja dabei ins andere Zimmer. Hä? Ins Schlafzimmer gehen wir. Ja, aber warum denn? Immer wenn sie was rührt, wäre hinausgeschickt. Das hast du früher bei mir auch immer gemacht, Ihr gell? könnt ruhig da bleiben. Ich wüsste nicht, was ihr mit Eberhard noch zu besprechen hättet. Geli, schau, ich war heute ein bisschen nervös. Ja, auch wegen meiner Beförderung, weißt schon. Ja, schau, mein Chef sitzt mir im Knack, meine Mutter, die nervt und du und... Komm, gehen wir doch raus. Mama, Versöhnen Sie sich jetzt? vielleicht. Oh, das Versöhnen ist immer das Beste am Streiten. Das hat mein Gustav auch schon immer gesagt. Und der 5. Zipfel im Bett macht alles wieder wett. Ja, das war doch immer so. Hey, was macht's denn hier noch? Kannst du nicht da lang knutschen? Holla, holla, holla. Ja, der Bur ist da, der Bur. Grüß dich, Oma. Haben sie dich rauslassen aus deinem Heim, ha? Überleg dir, was du sagst, gell? So, in 5 Minuten kann ich die ganz tranchieren, gell? Was ganz blanchieren? Das tut man doch nur mit dem Gemüse. Ja, im Fernsehen sagen sie das immer so schön. Der Kocher allerweil, die Mannsbrüder, gell? Ja, aber im Fernsehen, da bist du immer noch angelungen. So, Ja, Oma, da komm her. Da sitzt ihr ans Kopfende, gell? ja, bescheren wir jetzt. Nach dem Essen, Oma. Und du ziehst da jetzt einmal andere Hosen an. Also bloß die Korthosen und ein anderes Hemdbütchen und eine Fliege. Kommt der Bürgermeister oder was? Wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Was? Ja, Wahnsinn. Jetzt zirkt er mal um, wir wollen essen. So, da sind wir wieder. Ah, so lass es mir gefallen. Ja. Und gibt's jetzt da was zum Essen? Habt ihr euch versöhnt, ha? Kein Logo, alles ist wieder in schönster Butter. Was sag ich denn? Der 5. Zipfel? Was? Die
Eberhard, machst du einen Schnapsel? Ja, ich hör mich nicht nach so. Das war das erste Mal. Gilli, wir zwei teilen uns an, ja? Im Heim haben wir einen Likör gekriegt, ja. Eigentlich sollte ja keinen trinken, gell? Wegen meinem Zucker. Ja, über 200 ist er wieder. Und nach 5 Flaschen, da werden wir aber schlecht. Und die Frau Reiter, die hat ja so Wasser in die Füße. Und die darf nicht einmal ein einziges Platzerl essen. Die hat ja noch mehr Zucker als wir ich. Ja. Also zum Wohlsein miteinander. Angelika, tu mir den Schnaps da weg, dass wir Platz haben. So, also ich mag jetzt ein Bier. Hä? Noch jemand oder mag jemand einen Wein? Ich mag eine Apfelschorle. Ich auch. Ich mag einen Schnaps. Was? Schnaps, hat er gesagt. Ich hab's ganz deutlich gehört. Du trinkst zum Essen eine Apfelschorle, gell? Und nach dem Essen kriegst du ein Achtel Wein. Was? Ja, Wahnsinn. Ja, die Apfelschorle für die Damen, gell? Mama, was machst denn du? Ein Wasser, nur wegen dem Zucker. Eberhard, ein Bier, hä? Ja, gern. Ah, frisch gekühlt, gell? Du, die haben gerade gesagt, der Kühlschrank war hier, okay. Der ist höchstens versteht, weil du sonst auch nicht abtauen, das ist doch logisch. Ja. Was, der geht jetzt wieder? Mal schauen, wie lang, gell? Du liebe Zeit. Was ist denn? Nix. Irmgard, der Suppenwerk heut. Ich komm schon. Oma, du die Servietten auf den Schoß. Ein Geschoss! Um Gottes Willen, wer schießt? Niemand, Oma. Niemand. Da schau. So, da ist jetzt die Suppe. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt, okay? Guten Appetit! Ja, ich glaub's einfach nicht. Jetzt ist das Bier gefroren. Das habt ihr davon. Weil die Herren der Schöpfung immer ein eisgekühltes Bier brauchen, könnt's jetzt verdursten, ne? Also, mein Essen kann ich heute verzichten. Besonders bei der Tiefkühlgans. Aber nicht auf mein Bier. Recht hast, Eberhard. Der kann jetzt auch mal ein Viertel Wein trinken. Die andere gesittete Menschen auch. Nicht ein Bier nach dem anderen reinlittern. Sonst endet der heilige Abend wieder wie der letzte. Und an Weihnachten arbeiten doch keine Ärzte, gell? Ein Wein? Ja, viel Teufel. Da ist ja Glucose drin. Ja, Gluck. Nein. Wir bleiben schon lieber bei unserem altbewährten Hopfenblütentee. Geh, Schwiegerpapa. Freilich. Aber apropos Tee, wir bringen jetzt das Bier warm. Leg's auf die Heizung halt. Was, die Heizung ist schon wieder kalt? Nein, vorhin halt noch, weißt, bis halt der Lucky gekriegt hat. Wer? Der Herr Lucki. Ah, da fällt mir der Witz ein. Der Lucky und der Kari? Nein, es war der Kari und der Lucky. Eberhard. Ja, ist ja wurscht. Ja, aber wie kommen jetzt wir zu unserem Bier? Der Eberhard, der säuft sich noch die Leber hat. Also, leg's halt in ein Wasserbad. Dann kannst du es aber zerreißen, wenn man nicht aufpasst. Das ist doch kein Kondom. Was, die da? Das hat man früher fein nicht kennt. Doch, Oma, das hat schon im Mittelalter gegeben. Aber da waren es aus Leder. Aus Leder. Ja, da schau her. Der Oma und ihr sensationelles Hörgerät, ha? Du, der Maniolawei, das funktioniert scheint's wieder. Oma hat's ja gar nicht drin. Ich hab's von die Lippen abgelesen, gell? Aber aus Leder, na schrecklich. Immer noch besser als nix. Hau mal. Da ist ganz, gell? Lass nieder. Ich hab immer gewusst, wenn's horkli wird. Dann hab ich zu meinem Gustav gesagt, verheb's und schlaf lieber. Ja, aber aus Leder, na schrecklich. Da fällt mir der Witz ein. Ah, mein. Ja, also pass auf. Da geht am Montag im Wald, der Schmarrn, am Mo geht zum Doktor und sagt, Herr Doktor, ich glaube, ich habe eine Lederallergie. Weil jedes Mal, wenn ich mit den Schuhen einschlafe, dann habe ich in der Früh so einen Kopf.
Der hat auch so einen Bart. Wir haben früher über die Dr. Witz auch nicht gelacht. Und, Oma? Schmeckt's da? Greif noch zu, gell? Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, wer keine Gabel hat, isst mit den Fingern. Jetzt fangst du noch eine Glas wieder, gell? Aber auch der hat einen solchen Bart. Ja. Bescheren wir jetzt dann bald? Mama, nach dem Essen, gell? Also, ich weiß nicht. Also, warum, Irmgard, hast du das Gulasch nicht draußen in der Küche gemacht? Nein, das hätte doch von allein geköchelt. Das muss doch da heraus nicht fertig kochen. Es ist doch kein Gulasch, Oma. Das ist ein Fondue. Ah, das hat's früher auch nicht gegeben. Dass man das Fleisch am Tisch ins Bett reinhängt, gell? Das schmeckt ganz riesig, Oma. Du sollst das heute auch mal probieren. Bist du sonst nicht so? Nein, eigentlich nicht. Aber was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Aus Düder, jetzt fangst du noch nicht, gell? Jetzt sollst du dein Pappen. Bescheren wir jetzt dann endlich. Ja, Mama, jetzt bescheren wir dann. Gut. Ja, Düder, jetzt gehst du dann ins Schlafzimmer und holst die Backe aus dem Schrank raus, gell? Also meinetwegen. Das Fondue schmeckt nach der Bescherung an. Hoffentlich gibt's was Gescheites. Du, Irmgard, möchtest du nicht jetzt auch einen Schnapsel, die ganz liegt da wie ein Stein im Mund. Wenn du nur einen Grund zum Schnapseln hast. Ja. gell? Eberhard, du? Ja. Hä? Also, eigentlich kocht man am Weihnachten ja bloß was Kleines, gell? So Wiener Würstel mit Kartoffelsalat. Aber wegen deiner Mutter? Irmgard, die muss ich sagen, die Gans war ausgezeichnet. Nur ein bisschen zu fett. Denk doch an meine Galle. Mein Gott, wenn ich dran denke, was wir im Krieg alles gehabt haben. Mein Gott, haben wir keine Gans gehabt und kein Fondue. Ein Wichserl und ein Kerzenstumpel, gell? Ja, keine Gans, keinen Zucker, aber feierlich war's immer, gell? Und gewohnt haben wir jedes Mal, gell? Ich werd auch immer so sentimental an Weihnachten. Ja, dann hornst halt ein bisschen und ich tröste dich dann. Das ist ja der Wahnsinn. An Weihnachten, wo Jesus geboren ist, da warnen sie alle. Aber an Ostern, wo er gestorben ist, da freuen sie sich und suchen Eier. Die haben alle einen Stich. Aber an Ostern ist er doch auferstanden. Oder habe ich da was falsch verstanden? Und wo sie an der Front waren und in der Gefangenschaft, gell? An Weihnachten muss ich halt immer dran denken. So, jetzt können wir bescheren, gell? Ja, im Krieg, da hätten wir gern was Süßes gegessen, ja. Aber was hast du denn da schon gekriegt auf deine Marken? Mein Gott. Ja, und jetzt, da wo ich mir einen Zucker kaufen kann, jetzt hab ich ihn selber. über 200 hat der Herr Doktor gesagt. Frau Eisgruber hat er gesagt, das ist zu viel des Guten. Ah, jetzt muss ich meine Tabletten nehmen. Ja, aber was macht's denn ihr jetzt? Ja, jetzt bescheren wir, Oma. Frohe Weihnachten! So, Oma, da schau her. Das ist jetzt von mir, gell? Gleich Dankeschön. So, Oma, da schau her. Das ist von mir. Ja, Dankeschön. So, Oma, und jetzt schau her. Das ist von mir. Dankeschön. Auspacken. Eine Mikrowelle. Meischi! Und der Bratpfanne, wo nix aufbaut. Ja, wir haben mir gedacht, ich kann's brauchen, gell? Was praktisch kann man immer brauchen, gell? Ja, und die schöne Hemd und die Krawatten dazu. Also, irgendwie danke. Reinhold, die Tinte da ist von mir für dich. Und das Backel daneben, das rote, ist für dich, Irmgard, auch von mir. Dankeschön. Ein Pyjama. Meischi! Ich würde gleich in die Schachtel im Keller drum zu den anderen, gell? Socken, das haben mir so richtige SOS-Geschenke. Was? SOS, Schlips, Oberhemd und Socken. Mann, ich hab doch gesagt, ich mag Disketten und Zombie-Kassetten. Ja, freilich sowas Kreisliges, Zombie. Was ist denn ein Zombie? Das ist sowas, das verstehst du nicht, Oma.
sowas Ähnliches wie die Frau Mauschler-Oma. Sowas Praktisches. Eine Mikrowelle. Nein, danke. Da kannst du gleich die Milch für unseren Kleinen warm machen. Von wem ist denn das Buch? Das ist von mir, Oma. Nein, danke. Ich hab auch was für dich am Gang stehen. Echt? Ja. Mei, sorge dich nicht, lebe. Oh mei, mein Kurle. Ein Keyboard, Oma, Wahnsinn. Mei, schön. Aber ich kann ja gar nicht Keyboard spielen. Ja, dann lernst du es halt. Außerdem brauchst du bei dem Instrument auch bloß auf den Knopf drücken. Alles andere macht es von ganz allein. Ja, du musst halt ein bisschen üben, gell? Okay, Oma. Ja, von wem ist denn das uralt Lavendel, ha? Das ist von der Angelika. Ja, das stinkt ja Gott erbärmlich. Ma, ich hätte es wollen von der Claudia Fischer. Schiffer-Oma! Ja, von der Fischer-Oma. Macht vielleicht lieber einen Essig? Ein Essig zum Erfrischen? Na. Apropos erfrischen, Eberhard, machst du nur einen Schnapsel? Muss denn das jetzt sein? Das ist doch wegen der Gans, die liegt ja wie ein Stein im Magen drin. Na, geh, na, hättest halt einfach eine Magentabletten genommen. Ja, sonst noch was. Oma, machst du auch einen Stamperl? Was, der kleine Stramperl? Ist er schon wach? Na, ob du einen Schnaps machst oder einen Likör. Na, dann gib mir halt ein Eierlikör. Das ist voll gut, Angelika, dass du das Papier zusammen tust. Das können wir nochmal verwenden, gell? Ja, mein Geli, ich kann haushalten. Ah, das hast du von mir. Ja, das ist ja schon wieder ein uralt Lavendel. Der wollte mich einbalsamieren, ha? Das ist von mir! Letztes Jahr hat sie doch auch gefallen. Da hab ich's auch wieder hergeschenkt. Jetzt wird das Keyboard eingeweiht. Mal schauen, was das alles kann. Nein. Zuerst wird gesungen, gell? Muss denn nicht sein, dass man sowas macht in der heiligen Nacht? Mei, ist ja schön! Dass du auch mitmachst, denn Los, auf die Zunge! Das war immer so schön, wenn du mit der Blockflöten gespielt hast, mit der Angelika. Was ist mit los? Ich schau da mal nach dem Kevin. Ach, das war immer so feierlich. Also ich weiß, wenn ich recht. Der Bub hat ja noch nie eine Tonart halten können. Entweder zu hoch oder zu tief blasen. Und dann hat er immer gesagt, die Flöten ist verstimmt. Das kann jetzt jedenfalls nicht mehr passieren. So ein Sinti ist immer gestimmt. Ja, und wenn wir jetzt nicht bald singen, dann bin ich verstimmt. Und wenn der einen Schmarrn spielt auf sein Instrument, dann müssen wir einen Schmarrn singen. Und wenn du nicht singen kannst, dann kann der gar nichts dafür. Ich sing wie der Zeisel, gell? Du singst wie der Uhu. Ja, aber mein Geli, die singt wie ein Teiberl. Geh ja doch auf. Alle schläft. Oma, wir schlafen doch noch nicht heute. Prost! Bloß mein Kevin, der schlaft so Ja, lieb. apropos der Kevin. Ich warte her auf das Bier, trinken wir noch ein Stamperl. Ein Glaserl fürs Blaserl. Ja, so ist. Prost! Ein Glaserl Fürs Blasen. Ja, singen wir jetzt dann? Na. Ja, Irmgard, hast du den Rotwein im Kühlschrank nicht da? Ja? Ja, bist denn du wahnsinnig? Ein Rotwein in einem kaputten Kühlschrank? Mei, endlich gibt das zu. Ja, das ist ja jetzt ein Eiswein. Die kannst du würfelweise zuzeln. Ach mei, jetzt reg dich nicht so auf. Außerdem wollten wir sowieso einen Glühwein trinken, den mache ich jetzt warm. Nein, den Glühwein in einem guten Beaujolais. Weißt du, was so eine Flasche kostet? Nein, da kauft man was Billiges, ein paar Gewürze dazu und fertig. Deswegen kriegt man vom Glühwein auch immer Kopfweh und torkelt wie betrunken durch die Gegend. Ah, woher weißt denn du das? Anschauungsunterricht in der eigenen Familie. Also Eberhard, du kannst vom Glück reden, dass die Angelika in der Beziehung mir noch geraten ist. Ja, Angelika, du bist sparsam. Hm? Ja, aber die Mama schmeißt das Geld auch nicht gerade beim Fenster raus. Ja, weil ich aufpasse und alles zusammenhalte. Ja, früher, da hat man Zusammenhalt gehabt. Da waren die Alten im Alter nicht allein, nein. Jetzt geht die alte Leier wieder los. Wie bei meiner Mutter. Da sind die Alten aufs Altenteil gegangen. Da haben die Kinder noch für die Alten gesorgt. Aha,
So, da ist jetzt der Glühwein. Herrschaftszeit ist dir heiß. Hat es gedacht, dass der gekocht werden muss. Dafür heißt er ja auch Glühwein. Geht bei dir eigentlich mal irgendwas ohne Gemeckere? Mama, ich hab auch noch eine Überraschung für dich. Noch ein Geschenk. Wir müssen noch ein bisschen warten und dann bringt's der Lucky nachher vorbei. Was für ein Lucky? Ach, das ist unser Monteur. Was, der Herr Lucke bringt ein Geschenk vorbei? Ja. Singen wir jetzt an. Ja, was bringt denn der Herr Lucky noch für ein Geschenk für mich, ha? Es ist von mir, Mama. Der Lucky hat's bloß besorgt. Wir haben uns das heute Mittag überlegt. Wer hat sich was heute Mittag überlegt? Der Lucky und ich. Wir haben einen Espresso miteinander getrunken. Für die italienischen Momente im Leben. Bell'amore. Dann ist mir noch was eingefallen und der Lucky hat gesagt, dass er mir dabei behilflich ist. So, und warum fragst du da nicht mich? Weil du wieder einmal bei deiner Mutter warst. Du, das gehört sich auch an Weihnachten, ja. Das verzeihst du überhaupt nie, dass du nicht mit bist zu ihr. Ja, die verzeiht mir auch nie, dass ich ihren Herzi-Bobby geheiratet hab. Du, mit meiner Mama kann man ganz gut auskommen. Aber du hast dich ja nie drum bemüht. So, jetzt macht's einmal halblang. Warum hast du meine Mama eigentlich heute nicht eingeladen? Die war auch ganz gern gekommen, aber da hätten wir ja noch eine zweite Büchsen Blaugrad aufmachen müssen. Okay. Das war fein nicht aus der Büchsen. Du, wenn's jetzt mit meiner Mama auch noch einen Streit anfangen möchtest, dann kannst du dich gleich schleichen. Und deine Mikrowelle kannst du auch gleich mitnehmen. Ach, so ist es. Gut, dass du das sagst. Ha, die kann ich wenigstens wieder umtauschen. Ja, die Mikrowelle schon, aber die leider nicht. Oh, Angelika. Ist doch wahr, wenn er mir mal einen schönen Schmuck schenken darf. Aber nein, eine Mikrowelle. Nicht einmal eine Blume zum Hochzeitstag bringt er mit nix. Mein Gott, ich hab auch bloß einmal einen Ehering gekriegt als Schmuck und sonst nichts. Und Blumen, oh mein Gott. Also du bist damit gar nichts zufrieden. Du hast hier einen wunderschönen Baum gekriegt. Ja, den kann ich mir schlecht um den Hals hängen. Also ihr Weiberleid, euch kann man es ja nie recht machen, glaubst du das? Was meinst du überhaupt? Ja, und ihr Mannsbrüder seid auch alle gleich. Einer so schlecht wie der andere. Kannst du einen mit dem anderen erschlagen? Nie zum Essen ausführen, keine Blumen. Was? Keine Blumen? Ha, gerade vorhin hab ich der Blume gebracht, aber das hat man natürlich schon längst wieder vergessen. Das Krepiererl, das war wahrscheinlich für deine Sekretärin nicht gut nur. Oh. Nach dem Motto, ist es für die Gattin oder darf es einmal was Besseres sein? Den müsst ihr einmal sehen, den aufgetakelten Schraubendampfer. Und wie es um ein Eberhard umeinander schwanzelt. Ich hab's doch genau gesehen, auf der Weihnachtsfeier, wie du schier kein Bissen essen hast können, vor lauter Bauch einziehen. Oh, da kommt das Fräulein Hübner, die Perle von unserer Abteilung. Du, wenn's mich fragst, dann ist das höchstens eine Zuchtperle, so wie die umeinander läuft. Make-up hat so dick auf dem Gesicht, dass damit die Schlaglöcher am Giersinger Berg ohne weiteres zuschwappen kannst. Also das muss ich mir nicht anhören, dass du das Fräulein Hübner so beleidigst. So viel ist dir also wert. Du drehst dir mir das Wort im Mund um. Aber was ich hab genug heute mir glanz. Ich geh. Ja, geh zu deiner Mama und wein dich aus. Eberhard, du wirst jetzt keinen Schmarrn machen. Nix. Die Geli soll allein auf ihren Herrn Lucky warten. Und ich sag da, der Bub, der kommt zu mir. Und die Blumen nehmen wir zu meiner Mama. Jawohl. Schöne Weihnachten. Das wollen wir dann doch so sehen. Frohe Weihnachten. Also wir singen heute sicher nimmer. Ich hol jetzt mein Pullover und dann geh in den Jugendtreff. Frohe Weihnachten. Mach doch irgendwas rein, Ja, sollen wir nachgehen? Ja, freilich, bevor was passiert.
schöne Babuschka sind? Die Oma. Und Sie sind ein echter Russ. Ja, höchst selbst. Und Sie sind wahrscheinlich die verehrte Frau Mama von der Frau Eisgruber. Das sieht man da